Danke, Raffi. Jetzt bin ich ja schon hochgelobt worden. Du. Das kann nur noch... Nein. Ich gebe mein Bestes. Genau wie der Raffi schon gesagt hat, ich bin Mutter von 3 kleinen Kindern. Also bald 2, 3,5 und bald 5. Und der Kleinste, der Esra, der meint, er ist fast 5, aber bestimmt 3,5. Und das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit momentan, weil er macht seinem Bruder, dem Theo, dem Mittleren, alles nach. Wirklich alles. Und dann war er mal auf dem Sofa und bei mir dürfen sie auf dem Sofa nicht gumpen eigentlich. Ich habe es gerade nicht gesehen. Dann komme ich vor, dann kommt der Theo runter, ich schaue Esra an und sage, Esra, wenn du jetzt runtergumpst, das wird recht tätschen. Er schaut mich an und gumpt, natürlich. Ja genau, ich kann dann auch wieder trösten. Oder auch die Älteste, die hat so einen Modus, ich weiß nicht, ob das Ältere, ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat. Dann will ich ihr etwas sagen, sagt Timea, etwa 10-mal, sie ist irgendetwas am Machen und sie hört mich einfach 0. Und ich muss immer so ein bisschen staunen, ja, wie oft sie entweder mich ignorieren oder mich nicht hören oder vielleicht wollen hören, das bin ich mir noch nicht so sicher, was es ist. Und ich darf heute über das Thema schwätzen, Gottes leisliche Stimme zu hören. Und ich bin gerade so selber so in diesem Journey, in diesem Weg drinnen. Und ich möchte euch heute am Morgen einfach etwas mitgeben. Und mir ist das so extrem aufgefallen, wo wir die Serie vom König David hatten. Habe ich die 2 Bücher Samuel durchgelesen. Und dann ist mir etwas extrem aufgefallen, was mich fasziniert hat. Und ich habe das vorher irgendwie nicht so wahrgenommen oder einfach so schnell überlesen. Ich möchte kurz ein paar Beispiele bringen. Das ist der 1. Samuel 23,2. Steht, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, geh hin und schlage die Philister und rette Kehila. Und im 30,8 lesen wir, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin. 2. Samuel 2,1 und es geschah danach, da befragte David den Herrn. Das hat mich extrem fasziniert. Ich habe so gemerkt, der David hat so eine Beziehung zu Gott, dass es für ihn irgendwie so natürlich war, ihn zu fragen. So, wo seine Familie weggeschleppt worden ist, hat er zuerst Gott gefragt, hey, soll ich ihnen nachjagen? Hole ich sie überhaupt ein? Und Gott hat ihm geantwortet. Das hat mich fasziniert, aber auch ein bisschen so zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, ja okay, wie oft, Marisa, fragst du eigentlich Gott in deinem Alltag, wenn irgendeine Entscheidung ansteht? Und ich bin schon so eher ein Typ, ich probiere so ein bisschen alles selber zu richten oder wenn irgendein Problem ist, dann denke ich, okay, also ich probiere mal das A aus, wenn das A nicht funktioniert, probiere ich mal das B aus und irgendeins geht dann sicher auf. Und das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich habe auch so, seit nach der Geburt von Esra bin ich so in Stimmungsschwankungen reingekommen, so monatliche, das haben noch recht viele Frauen, dass einfach vor dem Tag, dass man so richtig in depressive Verstimmung reinkommt. Und das hat mich recht umgehauen, weil ich bin immer so eine Person war, ich hatte jeden Tag das gleiche Level an Energie gehabt. Ich habe immer gewusst, mit was ich rechnen kann. Und das hat so ein bisschen meine Welt auf den Kopf gestellt. Und ich habe wirklich so Tage, dass ich richtig am Boden war. Und vor ein paar Wochen, an einem Dienstag, habe ich am Morgen stille Zeit gemacht. Und dann nachher bin ich fertig gewesen. Dann habe ich so das Gefühl, hey Marisa, heute mach einfach nichts. Du einfach nichts planen, nichts machen, komm einfach zur Ruhe. Also so gut es geht mit 3 Kindern daheim, aber einfach so mach nicht noch zusätzlich etwas. So. Und dann nachher habe ich mich schon zu jemandem dazugesellen, so 2, die abgemacht haben. Und dann habe ich dort abgesagt. Und der Morgen hat richtig gut angefangen.
Die Kinder so ganz schön gespielt. Dann schaue ich auf mein Handy. Dann sehe ich die eine alleinerziehende Mutter, als ich unterwegs bin, haben mir geschrieben, hey Marisa, was machst du heute? Hey, wollen wir etwas machen? Ich so, ja klar, kein Problem, komm vorbei. Sie am Morgen vorbeigekommen und wir haben es super gut gehabt. Die Kinder auch, sie wollen halt dann Aufmerksamkeit von einem, aber wir wollen ja auch schwätzen mit dem anderen. Das ist dann immer so ein bisschen, nicht so ganz konfliktfrei. Und dann ist sie nach dem Mittag wieder gegangen, dann hat die Mittagsruhe so gestartet, dann schaue ich auf mein Handy und dann schreibt mir die andere alleinerziehende Mutter, wo ich unterwegs bin, hey Marisa, was machst du heute? Ich so, nichts, komm doch vorbei, kein Problem. Ist sie am Nachmittag vorbeigekommen und dann am Abend, Schlusssequenz von dem allem, ich bin am Abend so kaputt gewesen. Verstehe mich nicht falsch, es hat nichts mit diesen Personen zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich emotional an dem Tag einfach eigentlich nicht mögen habe. Und ich bin am Abend wirklich, ich hatte Schmerzen in meinen Beinen, meine Knie haben mir weh gemacht. Der Matthias ist heim und ich habe einfach gesagt, ich bin so wirklich richtig fertig in allen Bereichen, körperlich und emotional. Und dann am nächsten Tag habe ich gebe immer am Mittwoch oben Fitness in Basel-Land, da habe ich so den Boden aufgenommen und also über das nachgedacht. Dann habe ich so gedacht, ja Marisa, du bist eigentlich schon ein Dodge. Du hast, am Morgen hat dir Gott gesagt, mach heute einfach nichts. Ich habe es genommen, ich habe abgesagt und irgendwie habe ich es dann wieder vergessen. Also nicht vergessen wahrscheinlich, aber einfach, ja, dann kommt halt das Leben wieder, oder? Und alles fühlt sich. Und das hat mich voll gelitzt. Und ich habe so gemerkt, das hat mich ein bisschen mögen. Ich habe gedacht, ja, eigentlich habe ich eine Vorwarnung bekommen. Und ich habe einfach nicht auf das gehört. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch so Situationen, wo du nicht weißt, was für eine Lösung das hin muss, wo du überfordert bist in deinem Leben. Oder vielleicht hast auch du schon mal so Gedanken gehabt und sie kommen und gehen wieder, oder? Und du ignorierst sie. Oder vielleicht weißt du, hast du die Sehnsucht auch, um mehr von Gott zu hören, aber du weißt nicht so genau wie. Und auf das komme ich dann später noch. Aber das, was ich heute Morgen eigentlich möchte dir mitgeben, ist, dass eine Sehnsucht in deinem Herz wachsen darf, dass du möchtest anfangen, auf die leisliche Stimme von Gott hören und dass du sie wahrnimmst. Und schau, etwas vom Wichtigsten, vom Zentralsten, glaube ich. Und das möchte ich dir heute Morgen mitgeben und dich vielleicht auch ein bisschen challengen, um zu fragen, ja, was hast du dort für ein Bild? Ich glaube, das Wichtigste ist, was haben wir wirklich für ein Bild von Gott? Haben wir wirklich das Bild von Gott, dass er ein liebender Vater ist? Dass er das Beste für uns will? Dass wir ihm vertrauen können? Weil er kennt uns und er kennt unser Leben und er weiß, was das Beste für uns ist. Und oftmals ist es so ein bisschen das Misstrauen in das Bild, das wir von Gott haben, wo uns vielleicht auch gar nicht seine Stimme suchen oder vielleicht auch ignorieren. Und da möchte ich dich wirklich herausfordern, um mir mal überlegen, wenn du an Gott denkst, was hast du wirklich für ein Bild? Und oftmals hat es eben auch mit dem zu tun, wie sind wir aufgewachsen, was haben wir alles erlebt, was haben wir für zum Teil auch Vaterfiguren in unserem Leben. Und ist das dann so ein bisschen das Bild, das wir haben von Gott? Schau, in Matthäus 7-11 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer unter euch gäbe seinem Sohn, wenn er ihn um ein Brot bittet, einen Stein? Und wer ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange? Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben? Und schau, ich glaube, da ist wirklich unser Gottesbild extrem entscheidend. Unser Vertrauen auf ihn ist so wichtig dadurch. Das glauben wir wirklich, glaubst du wirklich, dass es Gott noch so
viel besser mit dir meint, dass er Gutes für dich parat hat. Schau, die bekannte Bibelstelle von Johannes 3,16 steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und schau, Liebe heisst, dass man mit jemandem möchte verbunden sein. Und so sehr hat Gott dich geliebt, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, dass er mit dir wieder verbunden sein kann. Und schau, ich möchte dich dort wirklich herausfordern, dass du einfach selber mal überlegst, ja, was habe ich dort für ein Bild? Weil Gott ist unser liebender Vater, der mit dir möchte verbunden sein, der mit dir möchte eine Beziehung haben, der möchte zu dir schwätzen, so wie zum David. Er möchte auch deine Gebete antworten, er möchte auf deine Fragen antworten, er ist genau noch so lebendig, dazumals wie heute. Und das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Punkt, wo ich wichtig finde. Es ist erstens, dass unser Gottesbild stimmt, aber auch, du musst es auch wählen. Ich glaube, man kann schon so ein 0815 Christsein leben. Dass man errettet worden ist, das ist der Hammer. Aber dann einfach so ein bisschen in seinem Trott drinnen bleibt, oder? So, man ist so plus minus zufrieden mit dem, was er hat. Gott, ich komme dann in den Himmel, aber es ist wie nichts Aktives da. Und da wünsche ich mir, dass wir als Kirche das nicht so akzeptieren. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir, Gott können aktiv zu erleben als einen lebendigen Gott. Und das ist eben dort, was anfängt. Es steht, du musst bitten, so wird dir geben. Du musst einfach suchen, so wirst du finden. Du musst einfach anklopfen und so wird dir auftun. Und ich habe so in meinem Leben gemerkt, ich habe so die letzten paar Jahre, ich sage dem immer so eine Wüstezeit gehabt, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Gott schweigt mich ein bisschen an. Ich weiß nicht so genau warum. Ich habe es auch schon oft, das gibt es auch in der Bibel, bei verschiedenen Geschichten, dass Gott recht eine lange Zeit schweigt. Und dann bin ich so in dem drinnen gewesen. Und ich habe immer zu Matthias gesagt, ja weißt du Matthias, ich wünsche mir so sehr wieder die lebendige Beziehung zu Gott zurück, wie ich sie mal hatte. Ich wünsche mir, oder? Und plötzlich habe ich so gemerkt, ja okay, wenn es bei Wünschen bleibt, wird sich in meinem Leben nicht so viel verändern. Und ich glaube wirklich, dass viele das haben, dass wir uns das wünschen, aber dass wie es beim Wunsch bleibt. Und da ist es wichtig, dass wir anfangen zu suchen, dass wir anfangen anklopfen. Dass man nicht nur bittet, sondern dass dann auch das Aktive kommt. Und ich habe gemerkt, ich musste das in meinem Alltag umsetzen. Und der Matthias hat mir immer gesagt, ja Marisa, mach dir keinen Stress, du hast 3 kleine Kinder, das ist auch anstrengend und so. Und ja, das ist es auch. Aber ich habe wie gemerkt, nein, das ist für mich so ein eine Ausrede. Ich muss jetzt aktiv werden. Und für mich persönlich hat das dann geheißen, dass ich aktiv fange, an von nichts zu machen. Ich bin so eine Martha, ihr kennt sicher die Geschichte von Martha und Maria. Martha schaut immer, dass alles stimmt so rundherum. Und Maria, ich kann das irgendwie mega gut ausblenden, all die To-Dos, hockt an und lässt Jesus einfach zu. Und ich habe wie gemerkt, ja, ich bin schon sehr, sehr eine Martha. Und ich probiere immer alles, dass alles abgearbeitet ist, dass alles gemischt ist, dass alles seine Ordnung hat und dann komme ich zur Ruhe. Und ich musste lernen, hey, nein, ich muss aktive Maria werden. Und das hat dann bei mir so ausgesehen, dass ich entweder mit dem Matthias aufgestanden bin vor den Kindern oder dass ich einfach so die erste ruhige Zeit, wo ich die Kinder nicht hatte, das war meistens dann die Mittagsruhe, dass ich mich dort angesetzt habe und anfangen, stille Zeit zu machen oder einfach zur Ruhe kommen. Und ich musste dann das Handy auf die Seite legen, oder? Das ist so meistens Ablenkung Nummer 1 in vielen Leben.
Und ich habe das wirklich bewusst auf der Seite gelassen. Ich habe es nicht in meinen Raum mitgenommen, weil ich gewusst habe, sonst sehe ich es und dachte, ich glaube, jetzt ist meine stille Zeit vorbei. Jetzt kann ich wieder mal schauen, ob ich irgendetwas verpasst habe. Und ich habe das so angefangen mit dem Buch von Johannes Hartl, «Einfach Gebet». Und wenn du auch nicht so weißt, wie einsteigen, ich finde das ein super Buch. Das zeigt recht, was für Varianten gibt es, dass man zur Ruhe kommen kann. Weil Beten oder eine stille Zeit heisst nicht einfach nur Gott voll labern. Oder es heisst nicht einfach nur beten, 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 Amen und jetzt ist die Zeit vorbei. Sondern es heisst auch manchmal einfach zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ist sehr schwierig bei uns Menschen. Oder eben bei mir habe ich das gemerkt. Mal einfach ansitzen, an nichts denken und einfach mal Gott seine Zeit schenken und mal schauen, was Gott mit dem macht. Und das heisst nicht, Gott redet nicht jede Mittagsruhe zu mir. Also, das ist schon nicht so. Aber er hat wie Gelegenheit, um bei mir Einfluss zu nehmen. Und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und neu zu entdecken, wie Gott eigentlich wirklich ist. Und ich habe gemerkt, wie er durch die Bibel zu mir schwätzt. Und wir müssen dort mehr Raum schaffen für den Heiligen Geist, weil, ich lese euch schnell die Bibelstelle vom 1. König 19, 11 bis 13 vor. Das ist dort, wo der Prophet Elia vor der Königin der Isabel flüchtet, weil sie ihn umbringen will, weil er hat Baalpriester umgebracht. Und er ist ein Häufeli Elend. Und Gott begegnet ihm dort auf eine sehr faszinierende Art und Weise. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Schau, und ich glaube, darum ist es sehr entscheidend für uns, unseren Lärmpegel im Alltag zu reduzieren. Weil wir haben einen Gott, der meistens zu 99% nicht laut ist. Wir haben einen Gott, der sich in der Stille uns offenbart. Wir haben einen Gott, der auf uns wartet, bis wir Zeit für ihn haben. Und das ist schon ein bisschen unsere Challenge. Wenn du so ein bisschen an deinen Alltag denkst, wo hast du wirklich so Ruhe im Moment, wo du wirklich nichts machst? Und schau, Gott ist ein kreativer Gott. Ich sage nicht, dass er nur in der stillen Zeit wirkt. Überhaupt nicht. Er ist auch bei uns im Alltag. Aber in der stillen Zeit können wir ihn anfangen kennenlernen. Können wir anfangen lernen, wer er ist und wie er redet. Und schau, Gott benutzt ganz viele Kanäle, wie er zu uns schwätzen kann. Und jeder Mensch hat so ein bisschen einen anderen. Ich kann dir nicht sagen, Gott redet so und so und so zu dir. Es gibt so viele verschiedene Kanäle. Er redet durch Worship, er redet durch andere Leute, er redet durch Prophetien. Es gibt Personen, die haben das wirklich als Begabung, dass sie prophetische Begabung haben, wo Gott so ihnen redet für andere Leute. Dann redet er aber auch durch die Bibel. Er redet durch die Natur. Er redet durch Gedanken. Und das ist sehr oft das, was ich wahrnehme. Bei mir ist es meistens, wenn Gott redet, ist es ein ganz stiller Gedanke. Und wenn ich im Lärm von meinem Alltag bin, den nicht immer wahrnehme oder auch schnell einfach verdränge, so vom Automatismus, von meinem Hirn. Genau. Und ich glaube, da ist es an uns, dass wir langsam wieder den Weg zurückfinden, um die ganz leisliche Stimme, das leise Süße von Gott wieder wahrnehmen. Und etwas, was sehr wichtig ist dadurch, ist, dass wir wieder mehr in der Bibel anfangen lesen. Weil Gott ist in der Bibel. Und wenn wir wissen, wie Gott ist, müssen wir die Bibel lesen. Müssen wir ihn anfangen kennenlernen. Weil das ist eigentlich unser Hauptfilter über alles, wenn Gott redet. Wenn wir wissen, wie er ist,
Dann können wir auch sehr schnell filtern, welche Gedanken von ihm sind und welche nicht. Oder welches Reden, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich habe gehört für dich, können wir das sehr schnell filtern. Aber wenn wir Gott nicht kennen, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, unsere Gedanken zu filtern. Und ich habe das Buch gelesen von Bill Hybels, Gottes leise Stimme hören. Und ich finde es ein sehr gutes Buch, ich kann das sehr empfehlen. Dort geht es wirklich darum, was ich so toll finde in diesem Buch, ist, er hat seine Kinder angefragt, dass sie ihm Zeugnis geben, wo sie dann in ihrem Leben schon Gottes Stimme gehört haben. Und das Buch, das bringt eigentlich ganz viele verschiedene Testimonies, jetzt manchmal kommen es nur noch auf Englisch, Zeugnisse. Es sind ganz viele Zeugnisse drin von Leuten, wie sie Gottes Stimme gehört haben. Und manchmal ist es so simpel. Und du denkst, ja, okay, dann hat vielleicht der Gedanke doch auch schon von Gott sein. Und das bringt mich schon zu meinem letzten Punkt. Und das ist sehr wichtig, weil wenn wir anfangen, Gottes Stimme zu hören, ist der Punkt schon sehr wichtig und mit dem müssen wir rechnen. Er will nicht nur zu dir reden, er möchte auch durch dich reden. Und das wird automatisch kommen, weil Gott liebt nicht nur dich, Gott liebt auch deinen Nachbarn. Gott liebt auch deinen Chef, deinen Mitarbeiter, deinen Lehrer, deine Mitschüler, deine Mitstudenten. Er liebt auch dein Umfeld. Und ich habe so immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich so ein bisschen zurückgehabt hat. Und ich immer gedacht, wenn ich jetzt sage, Gott, gib du mir heute, was soll ich machen, habe ich immer die Angst in mir so inne gehabt. Ich weiß nicht, von wo ich das Bild habe. Habe ich immer gedacht, okay, der Nächste, den ich antreffe, komme ich mit dem Evangelium und stülpe das ihm über. Und ich habe immer so, das war immer so ein bisschen meine Angst gewesen, weil ich einfach dachte, ich muss dem jedem das Evangelium erzählen. Und ich durfte so merken in diesem Prozess, wo ich jetzt so drinnen bin, dass das gar nicht so ist. Also ich sage nicht, man muss bereit sein, um das Evangelium zu bringen. Das muss man auch trainieren. Wie bringst du das eigentlich? Aber ich habe gemerkt, Gottes Wege sind ganz anders. Gott ist mit jedem Einzelnen dran und nicht jeder Mensch braucht sofort das Evangelium. Und schau, Gott möchte zu dir reden. Zum rechten Zeit möchte er dir den richtigen Gedanken geben. Ich bin mit dieser einen Mutter unterwegs, die ich erzählt habe, die dann am Nachmittag zu mir gekommen ist. Und sie hat mir schon mal vor einer Zeit erzählt, so, ja, dass sie immer so mit den Finanzen am Schluss immer so ein Minus hätte am Schluss des Monats. Und das hat mich so beschäftigt und ich habe gedacht, eigentlich, wir haben so viel, eigentlich könnten wir ihr das auch geben, dass sie wie nicht mehr das Minus hat. Ich habe dann das wieder verdrängt, weil ich nicht gewusst habe, ja, wie will ich das überhaupt machen. Und dann nachher habe ich in der Ferien, als wir in der Ferien waren, habe ich das Buch von Bill Hybels gelesen und dann poppt mir der Gedanke wieder auf. Mit dem Betrag und dem Namen von ihr. Und ich habe so gemerkt, doch, ich glaube, das ist jetzt dran zum Gehen. Und dann bin ich zum Matthias und habe gesagt, du Matthias, ist okay, wenn ich ihr das gebe? Und er sagt, ja, sicher, kein Problem. Weil für uns war klar, das muss ich jetzt nicht noch 1000-mal prüfen. Wir kennen die Bibel, es steht, wir sollen uns um die Witwe und die Waisen kümmern. Da muss ich nicht noch 100-mal darüber beten. Gott sagt auch, dass er uns versorgt. Er verspricht, was, wenn wir grosszügig sind, dass er uns versorgt. Und wir sind dann heimgekommen, ich habe dann den Betrag abgehabt. Einfach steht, dass ich es nicht verpeile, dass ich es dann wirklich gerade mache. Und habe so nach einem Moment gesucht. Aber ich habe gewusst, Gott hat mir eine Bedingung gegeben. Er hat gesagt, also das war ein Gedanke, den ich hatte, wenn ich ihr das gebe, bedeutet das aber auch, ich muss ihr gleichzeitig sagen, dass da ein Gott ist, der sie liebt, Gott ist, der sie kennt und der sie sieht. Und ich bin richtig nervös geworden. Ich habe es noch nie so aktiv so jemandem gesagt, mit etwas zusammen. Und dann habe ich mit ihr am Abend mal abgemacht und dann haben wir geschwätzt, sie hat mir viel von ihrer Vergangenheit erzählt. Und ich immer so mit dem Geld im Hosensack am Sitzen und dachte, Gott, jetzt musst du mir einfach helfen, du musst mir sagen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das sagen soll. Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist es so 10 Uhr geworden,
Dann hat ihr Babyphone einmal so einen Ton abgegeben. Und dann hat das so eine Unterbrechung gegeben und ich habe das Gefühl, Gott sagt, und jetzt Marisa. Und ich so, okay. So, nehme so vor, so. Ich werde dann immer so emotional, das ist wirklich schlimm. Ich nehme so das Geld und sage, ja, das ist mir ja mal erzählt. Wirklich, ey, das ist wirklich also. Genau. Und dann bin ich so halb brüllend ihr das am erzählen und sage so, ja, schau, ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, dass ich dir das geben soll, dass er dich sieht und so. Und wir sind uns am Schluss heulend im Arm gewesen. Und ich bin an dem oben so erfüllt heimgekommen, ich glaube, wie ewig nicht mehr. Und mein Punkt ist, ich habe genau das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Ich habe nicht mehr, nicht weniger. Sie hat ihr Leben nicht Jesus übergeben an dem oben. Ich habe ihr auch das Evangelium noch nicht erzählt. Weil ich gemerkt habe, genau das ist dran. Das habe ich gemacht und ich muss nicht mehr und ich muss nicht weniger, außer ich habe das Gefühl, ich soll ihr mehr geben. Und das hat mir eine rechte Entlastung gebracht, weil ich gemerkt habe, ich muss einfach meinen Part spielen im Leben der anderen, wo Gott mir aufgibt. Und das bedeutet vielleicht manchmal einfach einmal, vielleicht hast du plötzlich mal Gedanken, hey, frag doch bei der wieder mal nach, wie es ihr eigentlich geht, wie es ihr wirklich geht. Oder lade mal den zum Kaffee ein. Oder frag mal deinem Chef, wie es ihm geht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Gedanken wahrnehmen. Dass wir hören, weil Gott ist mit jedem einzelnen Menschen dran. Und wir dürfen einen Part spielen in diesem Leben. Und ich sage, es gibt nichts Erfüllenderes, wirklich. Es gibt nichts Erfüllenderes, als den Part zu spielen, den Gott dir gibt. Und schau, wir müssen bereit sein für Störungen im Alltag. Wir müssen bereit sein, unsere Zeit frei zu schaufeln, dass wir Gott kennenlernen können. Wir müssen bereit sein, anfangen zu suchen. Wir müssen bereit sein, anfangen zu bitten, anfangen anklopfen. Weil dann wird uns auftun. Dann werden wir finden. Und dann ist der Moment, wo wir den Himmel auf die Erde bringen. Und schau, du musst nicht Angst haben, dass wenn du dich jetzt öffnest, dass dann wie du zu kurz kommst. Gott liebt dich genauso. Und er möchte dich genauso erfüllen. Er möchte genau so das Beste für dich wie für deinen Nächsten. Aber das ist einfach miteinander verknüpft. Darum ist mir das wichtig, dass wir das verstehen, weil wir finden auch von Gottes Stimme hören und das ist meistens eine Aufforderung. Bei mir war es zum Beispiel eine Aufforderung, zum Nichts zu machen. Auch das ist eine Aufforderung. Aber das wird durch uns durchfließen. Weil etwas, was uns füllt, können wir nicht für uns behalten. Das wird automatisch weitergehen. Schau, unsere Vision als Kirche, die wir uns gesetzt haben, dazu als 20-Jährig vom ICF Basel, steht im Lukas 4, 18 bis 19. Dort steht, wir wollen mehr Freiheit für die Gefangenen. Wir wollen mehr offene Augen für die Blinden, mehr Heilung und mehr Aussendung in uns, durch uns und in unserem Umfeld. Und wisst ihr, wie das startet? Das startet in dem, dass wir zur Ruhe kommen und lernen, Gottes Wesen kennenzulernen, lernen, auf seine Stimme zu hören, seine Gedanken wahrzunehmen, uns im Alltag von ihm unterbrechen lassen. Weil die Kirche als Gebäude kann ihre Arme nicht ausstrecken. Die Kirche, das bist du und ich, niemand anders. Wir sind die Freiheit zu den Gefangenen bringen. Wir sind die den Blinden die Augen öffnen. Das kommt durch uns durch, weil wir uns füllen lassen von Gott und unsere Arme ausstrecken. Und schau, Gott will dich führen und leiten. Er ist ein liebender Vater und er möchte das Beste für dich. Ich möchte dich ermutigen, dass du wirklich anfängst, ihn zu suchen. Dass du deinen Lärmpegel im Alltag runterschraubst. Dass du dir Zeit nimmst, wo du bewusst nichts machst. Wo du einfach ihn kennenlernen. Du kannst die Bibel lesen oder beten oder einfach still sein. Ich möchte dich dazu ermutigen, weil ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes, als dass wir am Ende von unserem Leben zurückschauen und sagen, wir haben uns das Beste gegeben.
Wir haben das Abenteuer mit Gott gelebt und wir haben gehört, was er sagt und wir haben erlebt, wie seine Heilung gekommen ist, wie seine Wunder gekommen ist, wie Himmel auf die Erde gekommen ist. Und schau, Gott möchte genau noch heute, wie damals zum David zu dir reden. Ich möchte dich ermutigen, ihn anfangen zu fragen. Er hat einen guten Ratschlag in jedem Bereich von deinem Leben. Lasst uns mehr unser Leben ausrichten nach ihm. Weil er hat den gesamten Überblick. Er weiß, was das Beste ist für uns. Und lass das Abenteuer nicht an dir vorbeiziehen. Wenn du irgendetwas hast, wo du merkst, wo du das Gefühl hast, dass mit dem kann Gott nichts anfangen. Das ist irgendwie zu gross oder ist dir eine zu grosse Scham oder eine zu grosse Hürde, um irgendwie wieder in die Beziehung mit Gott zu kommen. Dann möchte ich dir zusprechen. Gott schreckt nichts ab. Seine Gnade ist über allem. Er kann über alles drüber schauen. Ein Berg, der für uns so gross ist, ist für ihn so klein. Das ist doch für ihn kein Problem. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, ihm zu begegnen, dass er Licht in die Dunkelheit hineinbringen bei dir. Dass er aber genauso Licht hineinbringen in die Dunkelheit von unseren Mitmenschen. Lasst uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Lasst uns zusammen bewusst dem Heiligen Geist Raum geben. Nicht nur heute, sondern auch an jedem Tag der Woche. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast, der für unsere Sünde gestorben ist, damit wir eine direkte Verbindung zu dir haben. Und ich danke dir, dass du auch heute noch redest, dass du uns heute noch möchtest leiten und führen in unserem Leben. Und dass du das Beste für uns möchtest. Hilf uns, dir Raum zu schaffen in unserem Alltag. Dass wir mehr von deiner Fülle leben können. Dass wir erfüllt werden mit deiner Gegenwart. Und dürfen ein Licht sein für unsere Mitmenschen. Ich danke dir, dass du da bist und dass du unsere Herzen einnimmst mit deiner Liebe. Amen. Wir haben jetzt hier noch das Gebetsteam. Wenn du irgendetwas hast, wo du merkst, das beschäftigt dich zu fest, oder du hast auch den Wunsch, dass Gott dein Herz einnimmt, ich werde nachher auch noch dort sein, dann lass du für dich beten, weil Gebet hat Kraft. Und lass das nicht an dir vorbeigehen, sondern entscheide dich heute, Gott den Raum zu geben, wo er wirken kann.